Ja, grüß euch benannt und einen Sack Gurken. Jetzt Kasperl. Ja. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt eine kleine Auszeit gegönnt. Nicht ganz einen Monat. Und es war dringend notwendig. Die meisten von euch werden mein Video gesehen haben. Die es nicht gesehen haben, weil es am 5. April weggemeddelt wurde und ich einen Strike und eine einwöchige Upload-Sperre bekommen habe. Aufgrund von Cybermobbing. Wer das wohl gewesen sein könnte? Ich weiß es ja nicht. Vor allem, weil am Tag vorher war ein Ehrenhater aus der Alpenrepublik bei Rainer im Stream, ne? Und hat ein paar Hater-Kanäle gegrüßt. Und leicht abgeschnitten, aber man hat es noch erkennen können, war ich da am Schluss auch noch mit dabei. Die erste fast namentliche Erwähnung, Rainer wird wahrscheinlich sogar den ganzen Namen gehört haben. In Rainers Streams. Und am nächsten Tag wird mein Video wegen Cybermobbing gestrikt. Komisch, oder? Also ich weiß auch nicht. Aber er hat sich wohl das Video noch nicht einmal angeschaut. Wahrscheinlich hat er einfach bloß das allererste Video wegen Cybermobbing striken lassen. Weil er sich dachte, oh, Hater-Kanal, den habe ich bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das striken wir jetzt einfach mal wild nein. Wenn er das nämlich sich angeschaut hätte, hätte er gemerkt, dass eine Woche Upload-Verbot mir am Arsch vorbeigeht, weil ich ja gesagt habe, dass ich mal eine Pause gönne. Natürlich war es jetzt dann gerade so, dass er genau an diesem 5., wo er das hat sperren lassen, vermutlich eher, das kann man ja nicht ganz genau wissen, wo er vermutlich eher das hat striken lassen, eine Aussage im Stream getätigt hat, auf die fürchterlich gern was gesagt hätte. Und da war ich natürlich, ich war schon mit ohne Ende, wo ich mir an den Rechner gesetzt habe. Und dann habe ich einen Maulkorb von YouTube und denke mir, fuck. Aber wahrscheinlich ist es im Nachhinein besser, weil ich glaube, das Video, das ich aufgenommen hätte, in der Stimmung, da wäre der Kanal komplett genugt geworden. Ihr erinnert euch, der 5. April, als Rainer diesen wunderschönen Satz gesagt hat, von wegen so, ja, da eine Medizinstudenten-Hater konnte dann nicht mehr kommen zur Berufungsverhandlung, weil er Krebs hat. Ist ja vielleicht Karma. Und ja, da habe ich Gewaltfantasien entwickelt. Gerade jemand wie er, gerade wenn ich check das nicht. Dieser brunzbläde Fettbeitel hat seinen eigenen Vater, was ihn ja angeblich so mitnimmt und so schlimm für ihn war, an diese Geißel der Menschheit verloren und droppt so einen Satz. Ich hätte ihm am liebsten, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich war erst fassungslos und dann rasend vor Wut. Hundertprozentig das Video, ich wäre jetzt schon wieder mit. Aber in der Situation, das Video, was ich aufgenommen habe, das hätte man den Kanal komplett weggemeddelt. Und das wäre es mal weg gewesen. Weil, leck mich am Arsch. Ja, wenn man vor seiner Schanze steht und Herr Winkler und hier machen Sie Feldmanagement oder sowas fragt, dann verdient man seiner Meinung nach Krebs.
Aber wir wissen ja eigentlich, ist ihm das Schicksal von Krebspatienten vollkommen scheißegal. Ihm geht auch vollkommen am Arsch vorbei, was die Patienten durchmachen müssen, wie das für die Angehörigen ist. Ihm ist das vollkommen wurscht, weil wir wissen ja damals, was hat Rainer gemacht, als sein Vater im Krankenhaus im Sterben gelegen ist. Ja, in die Dorfdisse ist er gefahren in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwelche Mullen sexuell belästigen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch, schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, also über so einen Charakter reden wir da. Dann wundert es mich auch nicht, dass er sagt, Karma ist, wenn Leute, die mich nerven, Krebs kriegen. Lustigerweise hat dann der liebe Reini kurz darauf selber ein Streamverbot von TikTok kassiert. Und ich hoffe, dass da immer noch was rauskommt, weil er hat ja dann dieselbe Scheiße baut wie auf seinem YouTube-Kanal, wo er den Strike gehabt hat letztes Jahr, was ihn den Kanal gekostet hat. Und auf einem zweiten Kanal gestreamt stattdessen. Was wohl, was ich so mitgekriegt habe, auf TikTok auch nicht so gerne gesehen wird. Dementsprechend, er hat es nur kurz gemacht, weil am zweiten Kanal gibt es keine Barne. Und wenn es keine Barne gibt, dann macht er genau gar nichts. Und ich hoffe, dass das noch ein Nachspiel hat. Er hat jetzt brav dann, nachdem er das gecheckt hat, seine 7 Tage Maulsperre abgehockt und hat gestern jetzt erst wieder gestreamt. Aber ich hoffe trotzdem, dass es noch ein Nachspiel für ihn hat. Ich hoffe, dass er diesen Kanal auf jeden Fall verliert. Mit der kompletten Reichweite, die er drauf hat, die er sich da von seinen Mohammedaner-Freunden ergaunert hat. Ich hoffe, dass der weggeht, weil dann gibt gleich nur weniger Barne. Und ja, gesagt, gestern hat er gestreamt. Was war jetzt eigentlich nur passiert in den letzten paar Wochen? Also ich bin ja echt, ganz ehrlich, ich habe die Pause dringend gebraucht, weil ich diese elendige und Barne-Bettelei einfach nimmer ertragen habe. Jeder Stream immer bloß nur, oh, bitte Barne, bitte bla, bitte Unterstützung, oh, ich weiß nicht, wo ich draußen schlafen muss, la, die da. Ja, dann hat er jetzt vor kurzem doch sein komisches Survival-Video hochgeladen, hat den Platz da hinterm Rewe offensichtlich hinterlassen, wie ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Das ist im Übrigen, das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, meine bescheidene Meinung, der Grund, warum dieser kreislige Fettbeutel keine Wohnung haben will. Wenn man sagt, ich will ja gar keine Wohnung. Ich will ja keine Wohnung. Ich kann ja gar keine Wohnung haben wegen die Haters. Na, Rainer will nicht keine Wohnung wegen die Haters. Das ist ein kompletter Schmarrn ist es. Rainer will keine Wohnung, weil er die selber putzen müsste. Und wenn ihm irgendwelche gehirnamputierten Hosenscheißer auf der Dulli-Plattform da die digitalen Barne hinten nachschmeißen, damit er sich dann ein Hotelzimmer leisten kann, ja, das sind irgendwelche komischen, ihm doch scheißegal, wer sich dann drum kümmert. Da wird es schon irgendwer machen, irgendwelche Leute, irgendwelche Zimmermädchen, die vollkommen überarbeitet sind für einen Hungerlohn, ist ihm doch scheißegal. Ja, denen kann er dann auch nur seine verschissenen Unterhosen in die Hand drucken. Und Huradigams. Und den Rest des Tages, hier wird Wichstadel Streamen gemacht. Da hockt man sich dann feist hin mit dem digitalen Greenscreen im Hintergrund, ja, und dem Pornobalken und dem 3 Tage Dullibart, dem astreinen Mikrofon mit der saugurden Qualität, schaut wie das hinterletzte Arschloch und bettelt um Barne. Und währenddessen gibt es irgendwelche anderen Leute, die hinter einem nachputzen, so stellt er sich das vor. Weil er weiß ja jeder von uns weiß, wie die Schanze ausgeschaut nach kürzester Zeit, wo der da drin wohnt. Glaubt ja, der hat in seinem kompletten Lebenszeit, also in der kompletten Zeit von da, wo Rudi einen Arsch hochgemacht hat, bis dahin, wo der aus der Schanze rausgemettelt ist, auch nur einmal einen Staubsauger in der Hand gehabt. Oder einen Lappen. Ja, leider nein, leider gar nicht. Weil er stinkend fauler Fettbeitel ist. Ich hasse es auch, wenn ich mein Bart putzen muss.
oder durchsaugen. Oder jeder, der Haustiere hat, weiß, was los ist mit der Staubsaugerei. Habe ich auch keinen Bock drauf. Aber es wird halt gemacht werden müssen, ha? Ich kann mir jetzt ins Internet hocken und sagen, hier bitte, bin wieder in einer verzweifelten Situation, bitte Barne schmeißen, damit ich mir Haushälterin leisten kann. Ihr brennt da der Hut oder was ist da los? Kannte mich schon wieder aufregen. Was war nur los? Er hat gesagt, die letzten 7 Tage war es erstaunlich ruhig, weil er halt eben... Ah ja, hier, da vom komischen Bahnsteig, sein komisches Alles Fotzen außer Mutti-Video. 2 Videos waren es ja, weil er wieder zu blöd war, dass er checkt hat, dass er nur ein paar Minuten hochladen kann, ein Video auf dieser Drecksplattform, auf dieser hingeschissenen. Ja, warum die Frauen ihn nicht ansprechen, wo jetzt doch Emanzipation ist. Ja, weil du der widerlichste, kreisligste Moor auf dem ganzen Planeten bist. Keiner, wenn es nur noch dich gäbe und keinen anderen Mann auf der Welt, da hat die trotzdem keine Ohr reden. Das gebe ich dir auf die Hand mit dicke Handschuhe. Klar, kotzt mir das an, wenn, wenn die Leute sagen, sie wollen Gleichberechtigung und wollen aber gleicher Berechtigung. Ich habe da damals, ich bin noch aus den Generationen, wo noch Wehrpflicht geherrscht hat und wie ihr euch erinnert habt, hat die Wehrpflicht ja nur für Männer geherrscht. Und da habe ich auch die eine oder andere Diskussion geführt, so von wegen so, warum eigentlich nur für Männer irgendwie, was ist jetzt ja los eigentlich? Und dann habe ich immer von Frauen das Argument gekriegt, ja, aber wir müssen ja Kinder kriegen. Na, müsst ihr nicht? Es zwingt euch keiner dazu. Ganz ehrlich, wenn ich nicht zur Musterung erscheine, dann kommen die Feldjäger, backeln mir Ei und schleifen mich dahin. Wenn du dich nicht dazu entscheidest, ein Kind zu kriegen, kommen nicht die Feldjäger und machen da eins. So läuft es nicht. Das ist eine freie Entscheidung. Also, ne? Egal. Aber was Rainer dann natürlich wieder gemeint hat, ist dieses, ja, warum soll jetzt ich auf Frauen zugehen? Also wir haben doch Emanzipation, dann haben da die Frauen gefälligst dem dicken Wongel hinten nach zum Laufen, weil er so eine große Internetberühmtheit ist und ihm am besten dann noch das Essen und die Getränke auszugeben, weil sie ja dann die Ehre haben, in seiner Gesellschaft zu sein. Und wenn sie ganz, ganz lieb sind, dann wird eine davon auserkoren, ihm in der Nacht noch Beischlaf leisten zu dürfen. Das ist seine Vorstellung und das gast mich schon wieder an. Da hätte er gleich schon wieder rechts und links erscheinen verdient. So. Genug gerantet. Viertelstunde. Mir ging einer in Rainer. Nicht zu vergessen, herhocken. Ja, hockt euch hier, sagen wir mir, reißt euch eine halbe auf. Der ganze Scheiß dauert fast 2 Stunden. Ich werde es halt nicht auf Ohrenrutsch durchmachen, weil ihr kennt's mich, ich habe jetzt schon wieder eine Viertelstunde verschwafelt. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Offensichtlich hat er neue Ziele oben eingegeben. Angestrebte Anzahl V on FollowerInnen. Oder er hat es tatsächlich gegendert. Geilo. Das ist also wieder so Alibi-Geschichte. Oh. Und sein Ziel ist ganz bescheiden angesetzt. Er ist jetzt aktuell ist aber knapp 230.000 Follower. Sein bescheidenes Ziel sind 500.000. Da hat er noch nicht einmal die Hälfte. Rainer, vielleicht, wenn ich 230.000 habe, setze ich als nächstes Ziel vielleicht 250.000 an. Oder vielleicht nur 300.000 und dann schauen wir mal. Na, 500.000 müssen es gleich sein. Und dann wieder Einführung ist falsch geschrieben, das wird zusammengeschrieben von March, I don't know. Marschmusik im Hintergrund, ich habe keine Ahnung. Wieder Einführung von March. Oder March. Wir werden sehen. Hinein ins Elend. Also es ist so. So ist es. Ich lasse jetzt diese Visualisierung einfach da über dem Bild, einfach, dass ihr was zum Schauen habt, wenn ich Pause drücke und schwafel. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es euch stört, schreibt es mal unten rein, wenn es durchlies.
Überlege es mal, keine Ahnung. Ich bin deutlich unmotivierter, aber mir hat es auch wirklich jetzt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und mir muss es Spaß machen. So, heute habe ich Bock, dann schauen wir mal. Und es wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch deutlich sporadischer Videos kommen. Ich mache eher so jetzt nicht ganz so krass wie beim Hagebuttene, wo bloß irgendwie alle Vierteljahr mal ans kommt, aber schon deutlich weniger. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder auch nicht, ist es ja so gewesen, dass mein Discord gesperrt war. Da rendert es im Hirn schon wieder gleich am Anfang. Ich habe im Übrigen die ersten 1,5 Minuten übersprungen, da wartet er wieder bloß, dass genügend Leute im Stream sind, auf seine Hochheiligkeit wartend, die Weisheiten vom Berge Sinai zu empfangen. Brauchen wir alles nicht. Also er hat jetzt Discord gesagt, er meint halt TikTok, wahrscheinlich. Mein Discord, mein Teamspeak. Alter Rainer, es ist doch, hast jetzt dann bald alle Plattformen durch. Also mein Discord, mein Teamspeak, mein Facebook, YouTube, na, das war letztes Jahr schon. Snapchat, Pornhub, na, das ist auch schon alles gesperrt, aber das davor rede ich gerade nicht. MySpace, na, habe ich nicht gehabt. TikTok, das ist es. Quatsch. Warum mache ich das immer? Weil du dich nicht auf die Scheiße konzentrierst, die du gerade machst. Weil du wahrscheinlich nebenher wieder am GUI-Klicker spielen bist oder irgendeinen anderen Scheiß im Kopf hast. Mein komischer Kopf, Alter. Ja, oder du warst gerade vorhin wieder auf irgendeiner Porno-Seite unterwegs und das Blut, das hat sie durch dein Fettleib noch nicht wieder bis oben ins Spatzenhirn durcharbeiten können. Das ist natürlich auch möglich. Dankeschön für 35 Münzen. Nee, 35 Münzen, 35 Geschenke. 35 Rosen quasi. Vielen Dank, Leute. Also passt auf, folgende Situation. Namen Guido. Es ist so. Ich möchte nicht arbeiten und um mein Geld im Internet betteln. Ah ja, die Portugal-Geschichte war ja noch. Das habe ich ganz vergessen, die Portugal-Geschichte, aber von der spricht er jetzt auch schon wieder nicht mehr. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, keiner von uns hat wirklich ernsthaft geglaubt, dass er nach Portugal geht, aber man hat dann diese 0,1%ige Chance an Hoffnung, dass er tatsächlich dahin geht. Ich hätte es gefeiert. Ich sag's euch, ich hätte es gefeiert. Portugal-Staffel, da wäre ich richtig dabei gewesen. Da wäre ich richtig dabei gewesen. Weil, kennst du diese Geschichten davon, hier, Goodbye Deutschland, da gibt es manchmal so, oder war das Goodbye, irgendeine Doku war das über Leute, die ausgewandert sind auf Malle und dann da gestrandet sind und da praktisch irgendwie in irgendwelche Höhlen gewohnt haben. Das wäre das gewesen, was da passiert wäre. Der wäre dann runtergefahren, dann hätte er sein Geld verprasst, dann wäre nur irgendwas passiert und dann wäre er irgendwo in der Höhle gelandet als Eremit. Alter, das hätte ich richtig gefeiert. Aber egal. Ist wieder rum ums Eck. Hier diese komische Trümmermulle da drunten, die wird es schon auch gecheckt haben, was sie da für einen ins Haus holt. Weil stell dir mal vor, die wird da in diese alternative Aussteiger-Hausbesetzer Community da eingeladen von ihr und ihrem komplett zugedruckten Dude. Und dann hockt sie da der dicke Rainer umeinander, weil ich glaube einmal nicht, ja, dass diese Leute Fleisch essen. Also so wie die unterwegs sind, so wie ich die einschätze, sind die höchstwahrscheinlich eher auf der veganen Schiene unterwegs. Und sogar wenn sie nicht vegan unterwegs sind, werden sie sich sicher nicht zuschauen, wenn sie Rainer sicher nicht zuschauen dabei, wie er sich das weiße Toastbrot und die Billigwurst vom Rewe oder was auch immer das Rewe-Äquivalent in Portugal ist, hier den billigsten Scheißdreck irgendwie Qualtierhaltung und den ganzen Scheiß in seinen kreisligen Schädel rendert. Glaube ich nicht. Da wäre der Konflikt vorprogrammiert gewesen. Da ist Big Brother, da ist sogar Promi Big Brother ist ein Scheißdreck dagegen, weil das wäre komplett eskaliert. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ich war jetzt gesperrt die ganze Zeit. Also, ja, du hättest halt noch länger gesperrt bleiben können. Da hat man überhaupt nichts ausmachen. Also ich konnte keine Videos hochladen, ich konnte nichts. Doch, du konntest Videos hochladen. Rainer, du hast Videos hochgeladen. Mehrere.
Am Bahnsteig. Hier alles Fotzen außer Mutti. Hast du hochgeladen. Ja, also Videos konnte ich hochladen, aber ich Danke für die Ehrlichkeit. konnte keine Livestreams machen. Weil die Hater mal wieder ihren Kindergarten abziehen mussten. Ja, die Hater ziehen ihren Kindergarten ab, Rainer. Das ist großartig. Wenn du Scheiße baust und Leute filmst, wie sie Geld abheben und irgendwelche Nummernschilder durchgibst und Leuten mit Mord und Totschlag drohst, ja, und deswegen für eine Woche gesperrt wirst, dann haben die Hater wieder ihren Scheißdreck abgezogen. Ja, aber dann andere Leute wegen Cybermobbing striken lassen auf YouTube. Das, ne? Much Doppelmoral, though. Ja, streamst du heute. Für den Anfang eine Stunde. Schauen wir mal, wie es läuft. Erstmal eine Stunde, dann schauen wir, wie der Barren-Account ist. Wenn der Barren-Account dann nicht ausreichend ist, wird noch weiter gestreamt. Das Hauptproblem. Im Übrigen, ich habe dann noch in meinem letzten Video, das ja weggemeldet wurde, noch einen Shoutout gegeben an den guten Sint. Der hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 1000 Abos gehabt. Irgendwie jeder aus der Bubble ist gleichzeitig irgendwie auf den gestoßen. Ich finde das so genial, dass der inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viel, zigtausend Abos hat er, die 10.000 jetzt schon. Bombast, der Content von dem Chefskiss. Ich habe mich gekugelt vor Lachen. Wie er da ihn nimmt als Auspackfigur an dem Warnding. Kein Geld. Und dann Handy da raus, so, ich bin wieder in einer verzweifelten Lage, bla bla bla. Danke fürs Geld. Und dann das Ticket ziehen. Genial. Genial. Dem ist, weil gerade jemand fragt, ob jetzt immer damit zu rechnen ist, dass ich gesperrt bin. Das Hauptproblem dabei ist, dass das natürlich auch ein bisschen darauf ankommt, wie viel Scheiße du baust, Rainer. Es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Scheiße du baust. Und wem du alles auf den Sack gehst, Rainer. Und ich weiß nicht. Aber das geht in sein Spatzenhirn wieder nicht, nein. Der hat einfach nur nicht checkt, dass Leute wie Mimon ihm einfach über sind. Das checkt er nicht. ein bisschen darauf ankommt, wie das Ganze gehandelt wird. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich nicht wieder gesperrt werde. Ich finde es auch. Rainer, da bist du der Einzige, der das hofft. Da bist du aber wirklich der Einzige. Der Einzige, Entschuldigung. Interessant, ne? Ich werde immer sofort gesperrt, wenn ich mich mal ein bisschen deutlich zu Wort melde. Aber die ganzen Hater und Kritiker, die werden nicht gesperrt für ihre ganzen Beleidigungen und die ganzen Nonsens. Willst du mich komplett verarschen, Rainer? Rainer, willst du mich komplett verarschen? Der Klonte hat sich auch einen neuen Kanal machen lassen. Neulich. Da ist ja mal wieder dein Meldefink, da ist das sauber langweilig gewesen und bist da mal durchgegangen und hast dann mal wieder alles versucht zu melden wegen Cybermobbing etc. Und ja, Hate Machine, ich habe tatsächlich irgendwie versucht, da Einspruch dagegen einzureichen, aber das war natürlich, ja. Ein Popelkanal wie mich, der nur dazu nicht monetarisiert ist, da scheißen sie sich die überhaupt nichts. Den sie immer von sich geben. Und wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Da wird wieder mit zwei. Oder wie er sich da hinsetzt und diese kreislige Fettfressen zieht. Dieses überhebliche Arschloch. Unfassbar. Da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Rainer, du hast in den 10 Jahren, in denen du YouTube gemacht hast, ungefähr 1000 Gründe fabriziert, warum sie dir diesen Kanal komplett zu Tode nuken hätten müssen. Und du hast es jedes Mal wieder geschafft, mit Wingelglück dich da wieder rauszuwuseln. So lange bis letztes Jahr im August endlich Schicht im Schacht war. Ich glaube, es hakt, Rainer. Ich glaube, es hakt.
Da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Aber dieses Rudi Saipur Wingelglück, das ist nicht mit zweierlei Maß gemessen. So, das ist in Ordnung. Die ganze Welt ist ungerecht. Nur er kriegt Strikes. Halt doch dein Maul. Nein, ich habe keine Wohnung gefunden. Eine vorübergehende Unterkunft, so wie immer. Ja, wo steht selber putzen musst. Hello Drache, Nabend. Meine Damen und Herren, Ach, da fällt Qualitätscontent. mir ein. Muss man den Discord raushauen. Also, Meinst du jetzt tatsächlich Discord oder ist wieder TikTok? was ich interessant fand, ist, dass mal wieder einiges über mich erzählt wird. Aber freut mich, dass du wenigstens. Schön ein Gulli aufreißen, das wollen wir sehen. Ja, es wird wieder einiges über dich erzählt, Rainer, aber meistens, wenn irgendwas über dich erzählt wird, also in 9 von 10 Fällen, entspricht das halt der Wahrheit. Also es sei denn, du erzählst irgendwas über dich, dann ist eher andersrum. Da entspricht es halt in 9 von 10 Fällen nicht der Wahrheit. Eine vorübergehende Unterkunft hast. Ja, und mich erst. Und die letzten paar Tage waren ziemlich heavy. Hallo. Rainer, du bist ziemlich heavy. Und ganz ehrlich, ich gönn dir jede Nacht, die du frierend draußen verbringst. Die gönne ich dir. Von Herzen. Von Herzen. Dass nochmal so richtig Frost hat die nächsten Tage, du auf der Straße sitzt. Das gönne ich dir. Von Herzen. Schönen guten Abend. Der Ben ist auch da. Ja, auf jeden Fall, es ist alles nicht so einfach momentan. Ne? Also finanziell steht es bei mir natürlich mal wieder nicht zum Besten. Das ist keine 5 Minuten im Stream. Und es geht schon wieder die Bettelei los. Aber finanziell schaut wieder schlecht aus bei mir. Können wir wieder was da lassen? Oh Gott, nee, sind wir jetzt in der Ding-Dong-Staffel wieder angekommen. Ich glaube, die hatten wir doch hinter uns gehabt. Danke für die Unterstützung und willkommen bei den Drachis. Ich habe was vor. Daran arbeite ich jetzt schon seit einer Woche oder so. Wenn man das. Ja, aber hast du letzte Woche nichts Besseres zum Tor gehabt, dass du das Stream-Sperre gehabt hast? Uploaden hättest du dürfen, aber fürs Uploaden gibt es keine Barre bei TikTok, deswegen hast du es bleiben lassen. Jetzt weiter. Er lebt ja dafür, er will nur so gerne Content für seine Fans machen. Aber wenn es keine Barren dafür gibt, macht er nichts dafür. Dass er sagt, hey, ich habe jetzt die Stream-Sperre, aber ich mache halt trotzdem so Kurzclips irgendwie, damit was kommt. Ziel hier erreichen, würde ich Merchandise wieder einführen. Ach, okay. Wieder einführen von. So schreibt er Merch. Großes Kino. Ist natürlich ein sehr großes und ambitioniertes Ziel, das ist mir klar. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich wirklich stark daran arbeite und das halt für mich aber nicht so einfach ist. Ja, Rainer, du hast noch nie stark an irgendwas gearbeitet und es ist nichts einfach, ist alles schwierig bei dir. Ist alles schwierig. Und wenn ich das wieder umsetzen könnte irgendwie, müsste ich natürlich erstmal gucken, wie, aber dafür bräuchte ich. Ja, müssen wir schauen, wie wir das machen. Müssen wir gucken, wie wir das am dümmsten umsetzen. Bla 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 bla. Natürlich auch eine finanzielle Rücklage in der Hinsicht. Alter, ja, oh, er braucht eine finanzielle Es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Ich krieg schon wieder. Zustände kriege ich. Was? Ja, ich mache dann Merch, aber für Merch brauche ich erst einmal wieder Geld. Nein, Rainer, brauchst du nicht. Es gibt Plattformen, wo du deinen Merch verkaufen kannst. Das hast du ja früher auch schon mal gemacht. Dein Merch verkaufen kannst und die machen das alles für dich und kriegen dann halt, ja, du kriegst halt dann von jedem verkauften Ding so und so viel. Das geht. Aber erst einmal Geld geben, dann überlegt er sich, ob er Merch macht.
Das ist genau dieselbe Scheiße wie mit seinen scheiß Poster. Wie viele Poster an deine tollen 50-Euro-Spender hast du jetzt dann eigentlich nur verschickt, Rainer? Na? Wie viele Poster sind verschickt worden? Sind's 0? Ich glaube schon, dass 0 sind. Und wenn ich das hinkriege, dann könnte ich auch wieder Merchandise anbieten. Es ist immer wieder, es werden irgendwelche hanebüchenen Ziele aus dem Arsch gezogen, die man den Leuten dann hinklatschen kann und dann, wenn ihr mir genügend Geld gibt, dann passiert da was. Jedes Mal, ich will nach Portugal gehen, da gibt es ganz, ganz tollen Content dann von Portugal aus. Aber brauche ich erstmal Geld. Barne bitte. 1000, was wir da haben, 1400 Euro oder was? Ich brauche mal einen Führerschein wieder. Dann gibt es ja ganz, ganz tollen Content für euch. Brauche ja 5400 Euro. Barne bitte. Ich würde euch gerne Merch anbieten, aber da brauche ich erstmal Geld. Barne bitte. Passieren dort halt genau gar nichts. Ja? Bitte Barne spenden, dann gibt es Poster. Poster hat es nie gegeben. Ich bezweifle, dass der irgendein Poster besitzt. Ich bezweifle es. Das hat er gesagt. Und wenn irgendjemand fragt so, ja, was ist mit meinem Poster? Hab nur noch 12 Stück gehabt, du bist leider der 13. Der mir jetzt da das überwiesen hat. Sorry. Verlogener Betrüger. Hast du die Unterkunft jetzt länger oder nur heute? Das ist Privatangelegenheit, die niemandem was angeht. Solltest du aber eigentlich wissen. Privatsache, jetzt klar. So, Apple, danke für die Unterstützung. Es ist jedenfalls so, kann man dir noch spenden? Ja, natürlich kann man mir auch spenden. Weil spenden kann man niemandem. Das ist also, ne, gespendet werden muss. Alles wie gehabt. So, ich arbeite momentan an ein paar Ideen, auch bezüglich Webseite und so weiter. Da gab es ja in der letzten Zeit jetzt schon ein Problem. Darum habe ich mich jetzt gekümmert. Jetzt muss ich mich noch um anderweitige Sachen kümmern. Und dann kann man das alles ein bisschen leichter über die Bühne schieben. Hoffe ich jedenfalls. Man bringt etwas über die Bühne, man schiebt es nicht. Und das würde mir persönlich halt, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil geben. Alter, was labert er schon wieder für eine Scheiße? Der hat doch jetzt die letzten paar Sätze, das war doch wieder... Der war einfach bloß den Gully aufgemacht, damit die Luft scheppert. Nochmal jemand mit Apple User, Dankeschön. Und da sind wir wieder auf der Qualität vom unterwegs vom Handy. Au. Ja, was ist da schon wieder los? Ein Träumchen. Bitte was? Hallo? Ja, Alles hallo. klar, verstehe. Jo. Ja, alles klar, verstehe. Du bist so ein Profi, Rainer. Du bist ein solcher Profi einfach. Schau, wie er blöd schaut. Er checkt nix. Das macht er hauptberuflich da. Er checkt nix. Und selbst? Ja, geht. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, deswegen bist du hier, dachte ich. Ja, Hey, jetzt ist wieder die Arroganz am Start. Ist immer dieses Auf und Ab, diese bipolare Scheiße. Dieses, alles Scheiße. Ah ja, hier, komm, deswegen bist du ja da, ich bin der große Drache, blablabla. ja, genau, deswegen. Du hattest ja mal eine Woche lang oder so 1200 Euro. 5 Tage hatte die gehabt, dann hat er es weitergebracht. 5 Tage. Der 1200 Euro, was andere Leute für den ganzen Monat brauchen.
in 5 Tagen verschleudert einfach. Weil man hat nach Sylt müssen für ein paar Tage. Nach Sylt. Der arbeitslose, obdachlose Bettler ist nach Sylt in Urlaub gefahren. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Von seinem höchstwahrscheinlich, obwohl, ja, höchstwahrscheinlich klingt schon wieder, von dem Geld, von dem der Verdacht besteht, er könnte es theoretisch über Marions PayPal-Konto am Fiskus vorbeigeschmuggelt haben. Ja, ich hatte die nicht eine Woche lang, ich habe die fast 2,5 Wochen gehabt. Wieso? An Scheiß hast du 2,5. Zweieinhalb Wochen, ganz genau. Rainer, du bist keine Woche später, bist du wieder im Stream gesessen und hast gesagt, ich bin wieder total pleite, bin in einer sehr verzweifelten Situation, ich brauche barene Spenden bitte für bla 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 bla. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du hast da nur die dicke Kohle von den 1200 Euro gehabt und hast die Leute angelogen und hast gesagt, ich dachte, ich habe so einen Haufen Kohle, aber ich erzähle denen trotzdem, was ich in einer fürchterlichen Situation bin, dass ich auf der Straße schlafen muss, wenn sie mir nicht gleich helfen, ist das Betrug und Spendenbetrug und emotionale Erpressung. Oder du hast die Kohle in 5 Tagen weitergebracht, weil es der Dulli bist und bist deswegen beim Betteln gewesen. Beides ist nicht schön. Es malt dich beides nicht in einem, es stellt dich beides nicht in einem guten Licht dar. Ja, ich wollte fragen, warum hast du von den 1.200 Euro dir irgendwas gekauft, so für den Outdoor-Bereich, weil du ja selber wusstest eigentlich, dass du vielleicht keine Nein, Möglichkeiten hast, wo zu pennen? nein, ich habe mir einen Teil davon, mein Outdoor-Zeug habe ich ja die ganze Zeit gehabt. Rainer, du hast nicht einmal ja Jacken dabei gehabt. Und im Übrigen auch keine Unterhosen. Du hast ja ganzes Survival-Zeug da ausgibt. Ja, hier habe ich noch ein T-Shirt und ein Pullover und bla bla bla. Unterhosen suspiciously absent from that picture. Du Kreisligen. Nix hat er sie gekauft. Dreckfressi beim Beck und ein paar Tage Sylturlaub und dann war weg die Scheiße. Auf dem Heimweg noch schnell ein paar Leute am Bahnsteig verwemst. Einen Teil von dem Geld habe ich dafür ausgegeben, dass ich wo pennen konnte, wenn ich drinnen pennen konnte, wenn das Wetter zu beschissen war. Ja, im Hotel auf Sylt, du Arschloch. Einen Teil von dem Geld habe ich für die MPO ausgegeben und Einen Scheiß hast du für die MPU ausgegeben. Einen Scheiß hast du für die MPU ausgegeben. dann war das Geld auch relativ schnell weg. Und ansonsten hat dann Fahrtkosten und alles. Okay. Glaubst du selber, es wäre vielleicht besser gewesen, dir sowas zu kaufen? Jetzt so im Warte Nachhinein? mal kurz. PayPal kann man mir nicht spenden, Mann. Wie meinst du das? Ich habe doch. Es wird dir auch niemand PayPal kaufen. Elon Musk hat in letzter Zeit schon genug Geld verbrannt. Er wird dir nicht PayPal auch noch schenken. Gerade gesagt, ich habe Outdoor-Sachen immer gehabt die ganze Zeit. Wieso soll ich mir was kaufen, was ich besitze? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aber vielleicht bessere Sachen oder so. Also, ich möchte dich jetzt nicht angreifen, aber du hast ja selber zum Jacken, wenn es kalt wird im Winter, du Depp, und vielleicht irgendwie einen anständigen Schlafsack in Übergröße für Niedrigtemperaturen. War das eine Idee? Beispiel gesagt, dass dir kalt ist oder sowas, als du draußen unterwegs warst. Und? Das Geld wärmt einen nicht im Normalfall. Und kalt ist es immer. Geld wärmt einen nicht. Doch, wenn man sich eine Jacken davon kauft, du brunzblätter Vollidiot. Das ist minus 3 Grad, ändert sich ja nicht dadurch, dass ich mir irgendwas anderes kaufe. Ja, aber ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden, weil Ich habe du deine weißt ja, Frage dass schon dein verstanden. Aber die Sache ist die, wie gesagt, Outdoor-Sachen. Ich kaufe mir doch jetzt, wo es auf Sommer zugeht, nichts, was ich in 2 Monaten nicht mehr brauche. Rainer, der nächste Winter, der kommt. Und du wirst den nächsten Winter immer noch auf der Straße sitzen. Das verspreche ich dir. Entweder auf der Straße oder im Knast. Gut, da muss ich sagen, im Knast brauchst du die Jacken nicht. Im nächsten Winter brauchst du sie schon.
Und nur dazu hätte die scheiß Jacken auch letztes Jahr kaufen sollen. Im Spätsommer, kurz vorm Herbst, wo es abends langsam kalt geworden ist. Aber da hast du den großen Masterplan gehabt und hast die von der Duld abholen lassen und hast das Krankenhaus als Hotel missbraucht. Wenn ich stattdessen irgendwo drinnen pennen konnte in der Zeit mit der Kohle. Also gibt doch keinen Sinn, zumal ich alles mit rumschleppen muss. Und außerdem. Es ist so geil. Er denkt halt keine 5 Meter weiter. Also vorausdenken ist nicht angesagt im Hause Winkler. Es ist so lächerlich. Ja, warum sollte man jetzt für 80 Euro Jacken kaufen, wenn ich für 80 Euro auch eine Nacht im Hotel schlafen kann? Ja, weil du dann in der zweiten Nacht auf der Straße sitzt und sie friert und mit der Jacken frierst du heute nicht eine Woche lang. Oder den kompletten Winter nicht. Was? Es ist so unfassbar. Na? Und es ist genau dieselbe Scheiße. Der, wenn irgendwo ein Geld in der Tasche gehabt hat, das hat ihm immer schon ein Loch in die Hosentaschen brennt. Und er hat es immer für das Dümmstmöglichste ausgegeben. Und hier dieses eine Spiel, wo er behauptet hat, das hätte ihm einer geschenkt, das hat er auch selber glatzt. Und mitten im Winter hat er sie Hogwarts Legacy Deluxe Edition bestellt. Dafür hat er seine Kohle rausgeschmissen. Ein Sylt-Urlaub. Anstatt dass er sich anständige Jacken kauft, damit er nicht friert, wenn er mal draußen pennen muss. Und einen gescheiten Schlafsack. Und sich mal überlegt, wo er sonst pennen kann. Er kennt sich doch so gut aus im großen Frankenland. Da kann er doch gewiss irgendwo sie in der kleinen Waldtal oder sowas neiflacken und dann da pennen. Da brauchst du halt aber eine anständige Isomatte und vor allem einen anständigen Schlafsack. Weil du ansonsten deine nicht vorhandenen Eier abfrierst. Habe ich ja die meisten Sachen, die ich brauche, habe ich ja. Ja, Laptop und 2 Kilo Kondome, du Depp. Wofür auch immer. Weil du meinst, dass irgendwie die im Wald dann irgendeine geile Mulle anspringt und sie denkt, oh, der Typ wiegt 250 Kilo und hat sich seit 3 Wochen nicht mehr duscht und hat gewiss keine Austauschunterhosen dabei. Den möchte ich jetzt unbedingt knattern, aber bloß mit Gummi. Die haben mit müssen, ne? Eine ganze Handvoll. Du Trottel. Das Einzige, was mir wirklich fehlen würde, wäre ein Messer gewesen. Aber. Ein Messer. Ja, genau. Aber also Geld in der Tasche macht ihn nicht warm. Aber ein Messer, das macht warm. Erstens habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Und zweitens war das jetzt auch nicht unbedingt nötig, mir eins zu kaufen. Von daher. Okay. Für was hättest Ich glaube, das ist gescheiter, wenn du kein Messer hast, Rainer. Ich glaube, das ist gescheiter. du das Messer gebraucht, wenn ich fragen darf? Zum Hater abstechen, 100%ig. Der hat Hater abgestochen, wenn er ein Messer. Der wenn da, bei dieser, ne, wo er am Bahnsteig da die Schlägerei gehabt hat, wenn er ein Messer dabei gehabt hat, der hat ihn abgestochen. 100%ig. Wie? Wofür braucht man ein Messer im Outdoor-Bereich? Ja, aber für was hättest du es denn gebraucht? Also, weil es gibt ja viele Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel Stecken oder so klein machen musst, kannst du die auch zum Beispiel zerbrechen, anstatt zu zerschneiden oder so oder zerhacken. Also für was hättest du persönlich das Messer gebraucht? Ein Messer brauchst du im Outdoor-Bereich immer. Schau dir mal ein paar Survival-Leute an. Da gibt es Ja, ich weiß, aber Leute. Ich werde jetzt dir nicht erzählen, wofür ich Messer verwende. Das geht dich nichts an und man braucht im Outdoor- und Survival-Bereich einfach ein Messer. Punkt. Das ist eine Tatsache. Er hat keine Ahnung, wofür man im Outdoor-Bereich ein Messer benutzt. Gar keine. Der große Survival-Lord. Ja. Weißt Ja, du, Seven vs. Fett. ja, jeder, natürlich. Ja, das ist halt- jeder, der im Survival unterwegs ist, wird immer ein Messer im Normalfall dabei haben. Ja, warum hast du jetzt der Korns? Das Einzige, was mir im Moment fehlt. Aber ich habe auch Alternativen zum Messer. Also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja, aber das meinte ich ja zum Beispiel, für was du es gebraucht hast und was du dir alternativ. Ja, egal, okay, ja. Okay, ja. Ja, okay. Dann machst du weiter mit Survival. Markus ist schon geplant, also läuft im Moment alles nebenher. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, was hochzuladen. Wird aber auch bald weitergehen damit. So, Entschuldige. Ja, alles gut. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, wann das nächste Survival-Video kommt von dir. Und Ja, eine andere Frage, die ich stellen wollte, war das letzte Video von dir. Ich darf es ja wirklich feiern, wenn er tatsächlich irgendwie so ein Video macht, wo er so Shelter aufbauen will.
Hat er ja wohl auch versucht. Ist immer wieder kläglich gescheitert. Wo du aufgenommen hast. Das war ja hinterm Rewe. Was? Das letzte Welches Video? Auto, Welches Video? Das letzte das Video, was ich Survival-Video von dir. aufgenommen habe. Das letzte Video, was ich aufgenommen habe, hatte kein Video, hatte kein. Rainer, jetzt du, der Black Rose kennt er nicht, dieses und jenes, alles nie gehört, nie gesagt. Rainer, tu nicht das so. Jetzt tu nicht so. Du weißt genau, worum es jetzt geht. Es geht um dein komisches Survival-Video, das du 50 Meter vom Rewe-Parkplatz weg aufgenommen hast. Man sieht die Rewe-Fahnen im Hintergrund, du Depp. Jetzt tu halt dieses... Oder wenn er dann sagt, wie heißt er gleich nochmal? Der Solmecke, heißt der so? Ja, Rainer, du weißt ganz genau, dass der Solmecke heißt. Dieses immer, ich tue jetzt so, als wüsste ich nicht, wovon da geredet wird. Zum Neischlong. Hatte kein Bild. Das hast du auf Odyssey doch hochgeladen. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe oder was ich aufgenommen habe, das ist auf TikTok gelandet. Das war ein ganz normales Ja. TikTok-Video. Ich meinte das. Ja, das war das, wo du irgendeine Geschichte erstunken und erlogen hast von irgendeiner alten Dame, die beim Bäcker gesessen ist und ganz alleine ihren Kaffee getrunken hat. Ihren Tee. Oder doch Kaffee. Je nachdem, was ich vorher gelogen habe. Das fügt jetzt da bitte ein. Nur um den Leuten ein Bild in den Kopf zu setzen von einer einsamen Person, die nicht du ist, ja, die alleine im Bäcker sitzt und von der ganzen Welt verlassen und die eure Unterstützung braucht, um dann praktisch diesen kleinen Sprung dann zu deiner Person rüber zu machen. Das ist die billigste Art und Weise von Manipulation, die man sich nur vorstellen kann. Da hat es keine ältere Dame gegeben, die da ihren Tee oder Kaffee oder sonst irgendwas getrunken hat. Du hast jetzt einfach dieses Märchen verzapft, um bei den Leuten irgendwie Mitleid für diese imaginäre alte Frau zu erzeugen und dich dann praktisch daneben zu stellen. Ich bin ja im Übrigen in derselben Situation. Also wenn euch die alte Frau leid, dann müsste ich euch ja auch leid, dann könnt ihr mir ja auch Barne geben, weil dann habt ihr was Gutes getan. Das ist billigste Manipulation mal wieder, Rainer. Outdoor-Video von dir, wo du auf Odyssey dann Ja. hochgeladen hast. Ja, musst du schon dazu sagen, weil das letzte Video ist das nämlich nicht. Erst hat er dazu gesagt, aber du bist ihm schon wieder ins Wort gefallen, du unhöflicher Fettbeitel. Er hat es gesagt, das letzte Survival-Video. Ja, aber mein letztes Video. Gleich wieder drüber schwafeln und dann, das muss aber dazu sagen, weil der kriegst schon wieder Hasslatte. Ja, Was okay, ist denn das? Entschuldigung. Mein Fehler. Das hast du ja. Nein, es ist nicht dein Fehler. Hört auf, ihm in den Arsch zu kriechen. Es ist nicht dein Fehler. Der einzige Fehler ist, dass du der Meinung bist, du kannst da reinkommen und dir irgendwelche Scheiße aus den Rippen leiern. Hinterm Rewe aufgenommen. Das ist nicht hinterm Rewe aufgenommen. Doch, Rainer, das ist je nachdem, wie man hinterm Rewe definiert. Ja, wenn ich Luftlinie auf der anderen Seite vom Rewe stehe, dann ist die Wiese hinterm Rewe. Heute einmal diese Dippfall-Scheißerei, ich kannten schon wieder. Wir sind nicht hinterm Rewe aufgenommen. Zum Herfotzen einfach. Hinterm Was Rewe sieht kannst du nicht aufnehmen, weil hinterm Rewe Privatgrundstücke sind und Häuser. Hinterm Rewe kannst du nichts aufnehmen. Ja, okay, von der anderen Seite halt vom Rewe. Auf jeden Fall war da ja ein Rewe in der Nähe. Hat man ja gesehen im Video. Mhm. Und Ja. weiter? Wo ist das Ja, Problem? auf jeden Fall, anscheinend hast du ja den Ort, wo du warst, nicht sehr ordentlich hinterlassen. Da war ja noch Müll und alles von dir. Mit Sicherheit war kein Müll von mir. Mit Sicherheit war da Rainer. Du hast diese komischen Rahmennudeln gezeigt in diesem Video und hast gesagt, die machst du dir dann später noch. Mit deinem Topf und deinem Campingkocher und dem du hast sogar das Equipment gezeigt, mit dem du dir die zubereiten wolltest. Und am nächsten Tag liegen nagelneue Verpackungsreste von genau diesen Fertigrahmen darum. Man hat das gesehen, die Dinger sind dann noch keinen Tag gelegen. Liegt da noch rum. Komisch.
komisch. Vielleicht, weil du die Mentalität hast, die du in der Schanze auch schon gehabt hast, wo du einfach alles in die Ecken geschmissen hast. Und sag mir, ich hab's nie in die Ecken geschmissen. Du hast das die ganze Scheiße immer in die Ecken geschmissen. Und so hast du es da halt genauso gemacht. Rainer, erzähl doch keine Scheiße. Alter, ich schmeiß nicht mal ein Kaugummi-Papier einfach auf den Boden. Was ist das für eine Anschuldigung gerade schon wieder? Rainer, es gibt Beweise dafür. Es wäre schon ein starker Zufall, wenn da in derselben Nacht nur anderer Penner übernachtet hätte, der dieselben Yam-Yam-Nudeln gefressen hat und da dann seinen Scheißi geschmissen hat. Das wäre schon ein starker Zufall gewesen. Ja, also. Das habe ich noch in meinem Leben noch nicht gemacht. Nein. Ich schmeiß nicht mal ein Kaugummipapier auf den Boden. Rainer, was hast denn du zu Schanzenzeiten alles auf die Straße geschmissen? Hm? Okay. Ja, finde ich gut von dir, dass du das nicht machst. Ja, ich habe mit Sicherheit nichts dreckig hinterlassen. Außerdem würde mich interessieren, welcher Hater, die das schon wieder gesteckt haben will, dass ich irgendwas bin. Oder wie heißt du? Mimon? Ofenkäse? Affenkeks? Jetzt werden wieder Verdächtigungen rausgeschmissen. Ich? Wie ich heiße? Ja, komm, ganz ehrlich, Alter. Schon die ersten Geschichten, die ersten Fragen waren schon wieder so typische, oh, wir gehen ihn auf den Sack und provozieren ihn. Warum hast du das nötig? Was willst du damit erreichen? Rainer, der hat dich einfach bloß gefragt, warum du den Platz da wie Krisengebiet hinterlassen hast. Nichts anderes. Und das ist eine valide Frage. Weil wenn du da schon widerrechtlich nächtigst, dann kannst du ja wenigstens den Platz irgendwie halbwegs sauber hinterlassen, oder? Oder beweisen. Also, Entschuldigung, nur damit wir uns richtig verstehen, ich wollte dich nicht provozieren mit meinen Fragen, sondern es hat mich wirklich interessiert, weil du Provozieren hast vielleicht darüber nicht, geredet. Provozieren vielleicht nicht, aber du wolltest damit schon wieder irgendwie so hier falschen Content produzieren. Die Frage ist, Er wollte schon irgendwie hier falschen Content produzieren. Was für ein Schmarrn. Niemand wollte hier irgendeinen Content produzieren. Der einzige Content-Produzent bist du. Der Content, den du produziert hast, war der Dreck von der Yam-Yam-Nudeln, die du da hinterlassen hast. Und jetzt lügst du uns wieder die Hucke voll. Ja, genau das ist der Grund, warum dich die Leute nicht mögen. Du kannst nicht einmal 13 Minuten streamen, ohne zu lügen. was will ich mit einem Messer? Ja, was will man mit einem Messer? Mit einem Messer will man Schafe scheren oder Schafe kämmen. Ne? Genauso blöde Antwort wie die blöde Frage. Was will man mit dem Messer? Und die Frage, warum auch gleich wieder direkt auf die Rewe zu gekommen war. Warum hast du die Rewe überhaupt angesprochen? Weil das in deinem Video war, du dämlicher Fettbeitel. Du hast doch vorher noch gesagt, er muss es spezifizieren, welches Video er da meint und wo das sein soll und alles. Und dann ist es natürlich direkt neben Rewe, ist es ja naheliegend, dass er das sagt, weil man im Hintergrund die Rewe-Fahnen gesehen hat. Ja, warum hast du das so gesagt? Ja, weil es da war. Ist die Frage in dem Moment. Weil die Sache ist nämlich die, du hättest auch einfach sagen können, in dem Video, wo du warst, du hast diesen Platz nicht sauber hinterlassen. Du hättest die Rewe gar nicht ansprechen müssen. Ja, aber das hat er doch gesagt. Und dann hast du gesagt, ja, du musst schon genauer sagen. Ja, was jetzt, Rainer? Fisch oder Fleisch? Und ich weiß, Fisch ist Fleisch, aber das ist halt das Sprichwort. Aber, entweder ist es nicht genau genug, dann ist es wieder zu genau. Jetzt hat der Rewe gesagt, oh, böse, 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 böse. Aber man spricht gleich wieder das an, damit wieder jeder weiß, wo das ungefähr ist. Ja, man sieht es im Video, man muss es aber nicht dokumentieren, wo das ist. Man muss es doch mal extra ansprechen. Ich habe es aus dem Grund. Rainer, ist doch scheißegal, wer das anspricht. Jeder weiß, dass du 90% deiner Zeit und wahrscheinlich 100% der Öffnungszeiten vom Beck da drinnen hockst. Jeder weiß, wenn du nicht gerade irgendwie in Berlin bist oder auf Sylt, hockst du da hier bei dem Beck neben am Zwingel drinnen und lässt dich von diesen Leuten da nimmst dir als deine eigene Schutzgarde. Hast du deinen Tisch reservieren lassen, dauerhaft da drin? Erbärmlich. Angesprochen, weil ich weiß, dass das ein Troll ist.
Nein, ich bin kein Troll. Ich habe das ja aus dem Grund angesprochen, weil ich dich ja auf einen Ort angesprochen habe, an dem du warst und damit wir Ja, aber du musst mich ja nicht auf die Rewe ansprechen. Ich war nicht an der Rewe. Rewe sagen ist verboten, Edzardler. Wer Rewe sagt, wird sofort gebannt. Das ist genau das, okay. was ich meine. Wenn ich 100 Meter vom Netto entfernt bin, Dann hätte er Netto gesagt. Wenn es jetzt der Netto wäre, statt am Rewe in Emskirchen, dann hätte er halt gesagt, dann 100 Meter vom Netto weg. Wo ist das Problem, dann Rainer? brauchst du ja auch nicht sagen beim Netto, sondern du hast mich auf mein Video angesprochen. Da hättest du ja einfach sagen können, das Video, wo du in dem Outdoor Survival unterwegs warst, da hast du angeblich noch Müll hinterlassen, als du da weggegangen bist. Man braucht den Rewe in dem Moment gar nicht ansprechen, aber der Rewe wird wieder angesprochen, weil es diese typische Kultur. Alter, es ist so erbärmlich. Jetzt lenkt er vom eigentlichen Thema wieder ab. Rainer, die Frage war, warum du den Platz wie eine Müllkippe hinterlassen hast. Der Rewe interessiert überhaupt keinen. Und jetzt wird er einfach wieder vom Thema abgelenkt. Und Kultstätte ist, neben meinem Haus oder meinem Schanze, wie es immer genannt wird, oder dem Pilgerweg und ähnliche Geschichten, muss immer wortwörtlich angesprochen sein, wo das ist. Aber wieso? Muss man da schon wieder deutlich darauf hinaus, dass die Leute dann da wieder zusätzlich versuchen hinzukommen oder hinzufahren oder hinzurennen? ja, hoffentlich kommen noch jede Menge Leute. Besuche sind richtig und wichtig. Wenn du hast ja den Back jetzt zur neuen Schanze praktisch auserkoren, dann gehen halt da die Besuche weiter. Herzlichen Glückwunsch. Muss doch nicht sein, oder? Ja, okay, also jetzt, wo du es so sagst, natürlich könnte man das so verstehen. Oh, hör auf, ihm in seinen Fettarsch zu kriechen. Sag ihm, dass er ein fetter Hurensohn ist, der hier mit der polemischen Scheiße um die Ecke kommt, um von der Tatsache abzulenken, dass er diesen Scheißplatz wie eine scheiß Müllkippe hinterlassen hat. Weil er eine Drecksau ist. Verstehe ich. Na, das würde jeder normale Mensch so sehen. So. Und tschüss. Alter, das ist so ein Kindergarten jedes Mal. Ja, du bist der Kindergarten. Krise mit dem Dude. Erstes Video nach fast einem Monat und ich bin schon wieder auf 188. Hier, des Todes aus der Hölle mit Bienen im Mund. Schöne Grüße gehen raus an Serial Talk. So. Ja, war ich so? Ich hoffe, der wird so vernichtet einfach. Ich hoffe, dass der so vernichtet wird. Ofi wollte mir jetzt auch irgendwie eine Unterlassungsklage oder keine Ahnung, wie die heißt, zukommen lassen. Dass er keine Scheiße mehr über ihn erzählen darf. Von wegen, er hätte ihm versprochen, ihm Monats- oder Jahresticket fürs Schwimmbad zu kaufen. Vollkommen Banane. Und dann, er hätte das Video gelöscht, wo er das behauptet hat. Total durch. Ich hoffe, entweder Ofi oder Mimon, einer von denen vernichtet den einfach. Was für ein Witz, ey. Ähm. Ich versuche ja immer möglichst einen Jungen und einen Mädel reinzunehmen nacheinander. Weil du schon lange niemanden mehr sexuell belästigt hast, oder? Aber ich glaube, Mädel haben wir dieses Mal nicht. Ja, Gott sei Dank. Zumindest ist es nicht anhand des Namens ersichtlich. Ja, nehmen wir einfach mal den nächstbesten. Ja. Hi Drache. Guten Abend. Und alles Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe nicht.
Ich hoffe, dem schimmeln die Haxen gerade weg. Und der blutigen Durchfall. Wie immer. Ja, die Situation ist ja alles andere als top für dich, gell? Du, ich bin der Meinung, dass jede Situation, die man erlebt, top ist. Weil Jede Situation, die man erlebt, ist top. letzten Großartig. Endes, man muss sowieso irgendwie schauen, dass man im Leben zurechtkommt. Jede Situation ist top. Alles einwandfrei. Ja? Bist vergewaltigt worden? Ja, musst halt schauen, wie du damit zurechtkommst. Jede Situation ist großartig. Wenigstens Sex gehabt. Alter, dein Maul! Was? Was? Warum? Warum ne? Jede Situation ist toll. Jede Situation. Großartig. Keiner, wie war denn die Situation, wo sie den Böller rausgeschmissen haben? Wo du in den Hosen geschissen hast? War es eine Top-Situation oder großartig? Muss man klarkommen damit. Super. Einwandfrei. Wenn man sich so auf den Luan in den Arsch gepömpelt hat, bis zur vollkommenen Stuhlinkontinenz, dass man mit dem kleinsten Geräusch so erschrickt, dass einem die Ballon-Jogginghosen aufbläht wie so ein Zeppelin. Und dann schnell aufs Klo wongeln, damit es nicht unten aus die Hosenbeine raus havariert, die ganze Scheiße. Top-Situation. Jede Situation ist super, oder? Man macht keinen Unterschied, ob gut oder schlecht. Die Frage ist, wie du mit den Situationen umgehst. Ja, weil du so Profi drin bist, wie du mit negativen Situationen umgehen kannst. Deswegen bist du ja schon mehrfach verurteilter Straftäter. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich sag mal so, die Ich halte es auch nimmer aus, wie sie ihm permanent in seinen Fettarsch kriechen. Situation macht es halt immer schwieriger, je mehr Leute sich da immer dagegen stimmen und gegen jemanden arbeiten, obwohl ich der Meinung bin, irgendwann ist halt auch einfach mal gut. Bin ich Tja. der Meinung. Ja, der Meinung bin ich auch. Nee, der Meinung bin ich nämlich überhaupt nicht. Und ich finde es abartig, wie ihm die Leute da in diesem Stream in den Arsch kriechen, wie die Orks in die Minen von Moria, nachdem die Zwerge draußen waren, in sein kreisliches Arschgebirge, nur um das aus. Meinung sind viele andere, auch viele der Zuschauer, viele der Fans, sogar teilweise manche der Hater. Nee, der Meinung ist keiner der Hater. Rainer, die meisten Hater wollen dich zunehmend leiden sehen. Mich mit inbegriffen. Das Problem ist halt, dass die Leute, auf die es ankommt, dass sie damit aufhören mit dem Quatsch, nicht der Meinung sind, dass es so ist. Mhm. Von daher. Ja, ich verfolge die ganze Sache oder allgemein so die Situation um dein Leben herum schon sehr lange. Ich bin von vornherein sehr ehrlich und sage, ich bin natürlich mit einigen Sachen, die du vielleicht auch in der Vergangenheit gesagt hast, nicht einverstanden. Aber gar nichts, was man sagt, rechtfertigt, so eine Cancel Culture an einer Person abzuladen und jemanden so aus dem Leben zu boxen. Doch. Ich wollte jetzt gerade sagen, nicht nur die Sachen, die er sagt, da kommen andere Sachen, die das dann rechtfertigen. Aber doch, die Sachen, die er sagt, rechtfertigen das schon auch gut. Wie gesagt, die Krebsaussage neulich, die rechtfertigt schon alles. Ganz ehrlich, dafür hätte er nochmal deutlich mehr verdient. Für diese Krebskarma-Aussage. Da hätte er deutlich mehr nur eine auf den Sack verdient. Aber das so richtig schneuzt. Ich gebe dir recht. Ich bin auch mit vielen Sachen, die ich gesagt habe, nicht einverstanden. Viele Sachen wurden ja auch falsch wiedergegeben. Also nicht alle natürlich. Aber es gibt Ja. auch Das ist die alte Scheiß-Schallplatte. Ich habe Fehler gemacht, aber vieles wurde falsch wiedergegeben. Ladi. noch Sachen, die falsch wiedergegeben wurden. Aber wir wollen ja jetzt nicht wieder in der Vergangenheit rumeiern.
Ach so. sondern mal in der Gegenwart bleiben. Und ja, wie gesagt, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe oder gesagt habe, teilweise bin ich auch nicht mit einverstanden, nicht mit allem. Manche Sachen kann ich halt besser nachvollziehen als andere, ist ja klar, ich war in der Situation. Ja. Aber darüber hinaus bin ich auch mit vielem nicht einverstanden, was ich gemacht habe. Und würde ich vielleicht, also was heißt würde ich vielleicht, wenn ich in der Situation jetzt wieder bin oder vergleichbaren Situationen bin, handle ich im Normalfall auch anders. An Scheiß, dass immer gesagt, ich würde alles wieder genauso machen. Die kleinste Veränderung, dann wäre ich nicht derjenige, der ich jetzt bin. Ja, das wäre vielleicht besser für die, Rainer. Und für alle anderen Beteiligten auch. Wenn ich in der Lage bin, anders zu handeln, versteht sich. Manche Sachen werden ja immer heraufbeschworen oder dazu gezwungen. Zum Beispiel die 100 Leute, die mich wieder mal irgendwo auflauern oder so. Rainer, es haben dir nie irgendwo 100 Leute aufgelauert. Der Einzige, der aufgelauert hat, bist du. Über dich hat es nämlich einen Zeitungsartikel gegeben, wo drin gestanden ist, aufgelauert und zugeschlagen. Oder haben wir das schon wieder vergessen? Ah ja, stimmt. Dein Gedächtnis ist nämlich ungefähr so gut wie das von Olaf Scholz, wenn es um die Treffen mit irgendwelche Banker geht. Wenn es um Sachen geht, die du verbockt hast. Da erinnert man sich dann immer nicht so genau dran, was da genau passiert ist. Zum Beispiel. In solchen Situationen kann man sich vielleicht anders verhalten. Und das meine ich. Das meine ich Ja. mit, du hast vollkommen recht, mit der Sache in der Vergangenheit wühlen, das bringt überhaupt nichts. Aber das Problem ist, dass die Situation sich ja bis heute hinzieht und ich es abgrundtief verurteile, wie man jemanden so behandeln kann. Ich denke, wir beide sprechen da, ich habe auch sehr viel Mobbing in meinem Leben erfahren. Aufgrund Ja, oh, mein du armer Mo. Ich check das nicht, wie Leute dem immer noch auf den Leim gehen können. Ganz viele Leute haben Mobbing erfahren. Ich habe selber auch Mobbing erfahren in meiner Schulzeit. Sehr, sehr viele Leute haben Mobbing erfahren. Und die Leute, die tatsächlich Mobbing erfahren haben, wissen, dass das, was er da hat, kein Mobbing ist. Die wissen, dass das kein Mobbing ist. Weil wir damals Leuten die Füße geküsst hätten für eine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Und ihm haben sie 1000 Möglichkeiten gegeben, aus der Situation zu kommen. Und er hat es einfach weitergemacht. Und er hat die Leute weiter provoziert. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, meine Peiniger damals zu provozieren. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich war froh, wenn die gerade irgendwas zum Tun gehabt haben und ich aus der Schusslinie war. Wenn die irgendwo war, wo ich geglaubt habe, dass die auch sind, habe ich mich ganz vorsichtig bewegt. Hauptsache keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Und ich wäre sicher nicht auf die Idee gekommen, den Videos zu schicken davon, wie man einen runterholt oder wie man einen Luan in den Arsch pömpel. Es zum Kotzen ist doch das Mobbing-Opfer wieder. meines Aussehens, meiner Körperfülle oder sonst irgendwas. Und ich Finde finde ich es übrigens immer am lächerlichsten. Wenn ich das kurz einwerfen darf, finde ich übrigens immer am lächerlichsten so, wenn man jemanden auf seine Aussehen reduziert. Ich habe es jetzt in der letzten Zeit. Rainer, du reduzierst die Leute auf ihr Aussehen. Rainer, du hast die Leute, den einen Typen, weil er Akne gehabt hat, als Pizzafresse bezeichnet. Du hast immer gesagt, ja, nee, eine dicke Frau will ich nicht haben. Und jetzt, ja, das ist das allerletzte, wenn man Leute auf ihr Äußeres reduziert. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und du hast vor nicht einmal eine Viertelstunde über Doppelmoral verzapft, oder? Merkst selber. Na, merkst nicht. Genau das ist das Problem. Halt auch wieder deutlich gesehen und auch mal in einem der letzten Livestreams habe ich es auch nochmal angesprochen. Da wird man auch wieder so sehr einfach nur auf seine körperlichen Attribute reduziert, als. Nein, Rainer. Ich reduziere dich primär erst einmal auf deine charakterlichen Attribute. Die körperlichen Attribute, die sind bloß ein Zuckerl obendrauf, ein Angriffspunkt, den ich nicht bräuchte, wenn du nicht der charakterliche Drecksau wärst. Wenn du so fett wärst, wie du jetzt bist, aber der netteste Mensch auf der Welt, darf dich niemals als fette Drecksau und als Arschloch bezeichnen. Niemand. Das Wort Arschgebirge würde auch nicht fallen. Ja?
Oder wie hat das Asterix damals formuliert? Ich zitiere: Ich hätte die Konsequenzen gerne in Kauf genommen, wenn die fette Masse dafür in den Knast gewandert wäre. Niemand darf die fertig machen wegen deiner körperlichen Attribute, wenn du nicht so einen widerlich erbärmlichen, kreisligen Scheißcharakter hättest, der anderen Leuten Krebs wünscht. Als Mann natürlich, ne, dieses typische, ja, Fett und sonst was. Bei einer Frau natürlich auf die Oberweite oft einmal reduziert und so weiter. Nee, bei denen geht es auch oft darum, fett zu sein. Also noch schlimmer eigentlich als bei Männern. Aber ne? Bei Männern ist die Angriffsfläche meistens, du hast einen kleinen Dödel. Bei Frauen ist es öfters, hier, du bist fett. Warum Aber hey, du hast einen kleinen Dödel und bist fett, also kriegst du beides ab. macht man sowas? Verstehe ich nicht. Aber ja, das verstehen vielleicht auch bloß die Menschen nicht, die in der Situation sind, dass sie eben mal darunter zu leiden hatten, weil sie bestimmte Attribute der Situation hatten. So, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Gar kein Problem. Du hast vollkommen recht und genau das ist es nämlich, dass es wird immer erwartet, dass man Für die empathisch Akzeptanz. Ja, richtig. Die Gesellschaft erwartet. Ich könnte kotzen, wenn ihm da einer irgendwie Honig ums Maul schmiert. Einer die Bauchpinselung wieder. Obwohl du kannst ja den Bauch eigentlich nicht mehr pinseln. Du brauchst ja so eine große Malerrolle eigentlich schon. Bei der kreisligen Fettwampen. Empathie von jemandem, sind aber nicht fähig dazu, Empathie andersrum zu geben. Ja, Alter. Wollt ihr euch nicht zusammen in den Stream reinsetzen? Hockt euch zusammen in den Backnei. No besser. Boah, Leute. Es ist reiner 2.0. Und das ist das, was mich so ärgert und was mich so stört. Das ist richtig. Ich bin immer der Meinung, jemand, der selbst in der Situation ist, kann immer am besten entscheiden, wie die Situation ist. Oder Situation. wie die Situation bei anderen sich in einer ähnlichen Situation verhält. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu machen. Ich wurde vor kurzem darum gebeten, mal ein Video zu machen. Ich habe ja neulich ein Video gemacht, das du gesehen hast, eines der vorletzten Videos. Auf TikTok war es auch so. Habe ich ein Video gemacht, wo ich mal drüber gesprochen habe, was ja auch ähnliche Situation ist. Für mich der Situationscounter, der geht aber heute mal steil durch die Decke, oder? Aussehen, mit meiner Körperfülle, mit meinem Körpergewicht und sonst was, ist es halt eine ziemlich schwierige Angelegenheit, eine Frau anzusprechen. So. Liegt bei mir aber nicht unbedingt daran, wie ich aussehe, weil ich bin eigentlich ein Mensch und ich... Ja, nee, liegt nicht daran, wie du aussiehst. Rainer, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Nein. Klar leben wir in einer oberflächlichen Welt. Und heutzutage haben Frauen mehr Auswahl, deutlich mehr, weil es das Internet gibt. Und du zum Beispiel in ländlichen Gegenden früher halt einfach die Möglichkeit gar nicht gehabt hast, irgendwie großartig sonst jemanden außerhalb irgendwie deines Dorfes oder der paar Dörfer daneben irgendwie kennenzulernen. Die haben dann halt genommen, was da war, weil sie es nicht anders kannt haben. Aber in Zwischenzeit ist das nicht mehr so. Und das macht es natürlich für die Extremkreisligen deutlich schwieriger, irgendwen zu finden. AKA für dich. Weil jede Frau auf der Welt sich denkt, warum sollte ich den kreisligen Fettbeutel nicht mal so 5 Minuten im Internet und ich finde einen, der besser ist. Ich glaube, wenn man mich... Ja gut, das kann man im Internet natürlich schlecht sagen, weil ihr kennt mich ja nicht, wie ich privat bin, aber ich denke... Oh doch, Rainer, wir kennen dich, wie du privat bist. Leider Gottes kennen wir dich so gut, wie du privat bist, aus den ganzen Discord-Leaks, in denen du dich unbeobachtet gefühlt hast. Wo dann die Wien-Aussage gekommen ist, du großer Empathielord. Im Online-Leben komme ich... Und wir kennen dich aus den ganzen Bärchen-Leaks auch, wo du die ganzen Pimmel-Videos verschickt hast und Bilder und wissen wir auch alles. ein bisschen so raus. Ich bin durchaus jemand, ich bin zwar ein introvertierter Mensch im Normalfall, was witzig ist, wenn man mich so aus dem Internet kennt, aber ich bin Das war ein großartiges Standbild. trotzdem ein Mensch, Schwierig, Rainer. der durchaus weiß, was er so in seinem Leben erlebt hat, was er erreicht hat oder auch nicht erreicht hat.
Ich bin auf jeden Fall selbstbewusst genug und ich habe kein Problem damit, jemanden anzusprechen im Normalen. Rainer, du bist nicht selbstbewusst, du bist ein krankhafter Narzisst, der nicht checkt, was er für ein erbärmliches Würstchen ist. Das bist du. Fall. Bei Frauen muss ich aber dazu ganz ehrlich sagen, ich tue mich mit Männern leichter als mit Frauen, weil ich bei Frauen grundlegend das Problem habe, dass ich als Mann immer in der Schusssituation bin, dass also in meinem Kopf ist es so tief verankert. Rainer, ich glaube, dass du unterbewusst weißt, dass wenn du eine Frau ansprichst, dass da überhaupt nichts passiert. Wie gesagt, wir leben in einer oberflächlichen Welt und da bist du raus aus der Nummer. Ja, du könntest vielleicht noch, wenn du deine Ansprüche massivst runterschrauben würdest und nicht so ein reiniger Dirnenspross wärst, hättest vielleicht noch die Chance auf irgend so eine RTL 2 Frauentauschmulle, die schon von irgendeinem anderen Dulli 3 Blagen ans Knie geschraubt gekriegt hat. Vielleicht. Aber ansonsten null. Keine Chance. Und das weißt du unterbewusst. Deswegen hast du ein Problem damit, Frauen anzusprechen. Wenn ich eine Frau ein bisschen blöd anspreche, also dieses, ich habe zum Beispiel keinen Spruch, wie ich eine Frau rumkriege. Nee, wir kennen das. Auch die Discord-Leaks. Ja, hallo, ich bin hier jetzt im Discord. Ja, dann kannst du mir gleich mal einblasen. Erstmal hat er gesagt einblubbern, dann einblasen. Das ist die Höflichkeitsvariante gewesen. Ja, wenn du so die Leute ansprichst, schwierig, Rainer. Na so, hey Baby, bist du vom Himmel gefallen? Das muss doch echt wehgetan haben. Wo sind dann deine Flügel? Ja, und solche Rainer, wenn die Flügel hätte, wäre sie nicht vom Himmel gefallen. Was weiß ich? Ach, jetzt stellt er sie wieder so hin, ich bin gar kein so Macho-Typ, der die Leute so plump anspricht, so, ich verstehe gar nicht, warum die mich nicht mögen. Ja, jeder durch seine pseudo-nette Scharade in kürzester Zeit durchblickt und wie gesagt, viele Leute mitgekriegt haben, wie du andere Frauen schon seit Jahren behandelst. Dieser, schön, dass du da bist, dann kannst du mal gleich mal einen blubbern. Geschichte ist ja nicht der Einzelfall gewesen. Auch dieses nach der 4., 5. Nachricht, die man sich auf WhatsApp hin und her geschrieben hat, mit einer vollkommen fremden Frau schon irgendwelche Andeutungen machen, dass man zum Bumsurlaub irgendwo nach sonst wo hinfliegen sollte. Und dann richtig schick knattern. Und dann 3 Nachrichten später kommt dann das erste Bimmelbild. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Gentleman. Ja, da brauchst du nicht wundern, dass nie irgendwo eine anspringt. Und in den Spiegel geschaut hast du wohl auch schon länger nicht mehr. Sprüche. Oder so vergleichbare Sachen. Sowas würde ich einer Frau niemals an den Kopf werfen, weil ich sofort Schiss hätte. Nee, du hast viel charmantere Sachen an den Kopf geschmissen. Dass ich eine sexuelle Belästigung an den Kopf geworfen kriege. Bist du vom Himmel, hat's wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist, hat er Angst, dass er sexuelle Belästigung kriegt. Aber für hier ist mein Schwanz, bitte schau ihn dir an und du kannst mir gerne mal einblasen, da hat er keine Angst, für sexuelle Belästigung belangt zu werden. Ja, mal so stehen lassen. Vor allem heutzutage. Ja, also ich gebe dir ja im Endeffekt irgendwie recht, dass du heutzutage sehr, ich sag mal, es schwieriger hast, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, weil die sozialen Parameter sich extrem verändert haben. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, wie. Ich denke, wenn du charmant, pass auf, ich habe einen guten, mein allerbester Freund. Ja, wer picken will, muss freundlich sein. Und wir sind halt einfach, die Menschheit ist halt auch nur eine Tierspezies auf diesem Planeten und in den meisten Tierspezies ist es halt nun mal so, dass das Weibchen sich aussuchen kann, mit wem es sich paart. Und das Männchen muss schauen, dass es fürs Weibchen attraktiv wird, dass es sich für das Männchen entscheidet. Und wenn man sie halt einfach
über Jahrzehnte hinweg grotesk fett behindert frisst und einen Charakter hat wie Arsch, da braucht man sich auch nicht wundern, dass dann kein Weibchen kommt und sagt, ja, dem seine Gene, die möchte ich unbedingt weitergeben, weil wir nicht auch kleine, fette, behinderte Arschlecker als Kinder haben. Freund. Der ist rothaarig, hat einen langen roten Bart und lange rote Haare, sieht aus wie ein Däne. Und der geht immer zu den Mädels auf irgendwelchen Festivals und sagt, ja, ich bin rothaarig, ich habe 10 km/h mehr. Ja, also du hast, ich sag mal, wenn du das charmant Au, rüberbringst, au. ja, aber wenn du das charmant rüberbringst, das ist aber natürlich wieder was anderes. Ja, aber genau da liegt doch schon wieder der Hund begraben. Pass auf, eine Frau im Normalfall, wird dich eine Frau nicht anzeigen, weil du sagst, hey, bist du ein Engel, wo sind denn deine Flügel, bist du hingefallen? Gehe ich von aus. So. Auf der anderen Nein, aber du hast doch gerade vorhin noch genau das Gegenteil behauptet. Du hast doch gerade vorhin gesagt, du kannst Frauen nicht ansprechen, weil du davon ausgehst, wegen so einem Spruch angezeigt zu werden. Und jetzt sagst du, ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Ja, was jetzt wieder? Seite denke ich mir immer, erstens hat diese Frau diesen Spruch bestimmt schon eine Milliarde Mal gehört. Weil, auch wenn ich ihn nicht bringe, bringen ihn bestimmt 100 andere Typen. Keiner? Ich verrate jetzt einmal ein Geheimnis. Bei einer Anmache kommt es überhaupt, sagen wir nicht überhaupt nicht, aber ja, wenn jemand diesen Spruch bringt, der ja super schmalzig und klischeehaft ist. Ja, also klar, wenn es irgendwie Plumpen anmachen sind, so wie geile Leute oder sowas. Ne? Aber bei einer Anmache, die nicht plump und widerlich ist, also die ist halt klischeehaft, aber sei es drum, bei so einer Anmache kommt es nicht darauf an, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Wenn es ein sympathischer Dude ist, der halbwegs nach was ausschaut und den Typen trifft, ja, also der Typ ist, auf den die Frau steht, ja, dann kann der auch diesen schmalzigen Idiotenspruch bringen. Wenn die auf den abfährt, dann sagt sie ja. Und dann geht die mit dem einen trinken. Oder mehr. Und wenn das aber ein greisliger fränkischer Fettbeutel mit dem Charakter eines Dirnensprosses ist, dann sagt die, was du mir kannst. Du bist gut weiter, schleich die. Der Spruch ist da vollkommen scheißegal. Gerade weil es so ein Klassiker ist, ne? Oder generell irgend so ein Spruch. Wenn ich eine Frau anspreche, dann frage ich sie ganz normal, das habe ich ein oder zweimal habe ich das ja auch tatsächlich gemacht in meinem Leben. Wie gesagt, ich mache das erst selten, weil ich da immer gleich Angst habe. Zum Beispiel in Nürnberg in der Disco, die gibt es mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise das war in Fürth, nicht in Nürnberg, das Asgard. Da habe ich dann ein Mädel gehabt, die ist 2, 3 Mal da hingekommen, die war ein bisschen älter, ich stehe auf Ältere. Und dann habe ich die einfach, ich habe keinen Spruch abgelassen, ich bin zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, ganz normal, ob sie vielleicht noch einen Drink möchte, was sie möchte, ob ich ihr einen ausgeben darf. So, das ist so eine Sache, da denke ich mir, okay, da kann man schlecht jemanden anzeigen, wenn man vielleicht immer was ausgeben kriegt. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, dass ich natürlich klar Hintergedanken hatte, weil ich ja Interesse daran hatte, mit der Frau ein bisschen, ne, vielleicht mehr anzubandeln. Hat auch funktioniert. Also wir waren jetzt nicht miteinander in der Kiste oder so, aber es hat funktioniert, weil wir eine Freundschaft entwickelt haben dadurch. Wir waren da öfter regelmäßig und haben uns da regelmäßig getroffen. Sie hat auch irgendwann gecheckt, dass ich mehr wollte, hat mich auch freundlich abgewiesen, aber hat sich eine Freundschaft entwickelt über Jahre hinweg. So. Ich bezweifle das, Rainer, weil du nämlich erfahrungsgemäß mit Abweisung, gerade wenn es von Frauen kommt, nicht so wirklich gut umgekost. Oder muss man dich jetzt noch dezent daran erinnern, wie diese Babykrisse-Geschichte abgelaufen ist? Oder alle anderen Mullengeschichten? Aber jetzt mal spezifisch die Babykrisse-Geschichte, von der du gewusst hast, dass sie vergeben ist. Die du trotzdem angebaggert hast. Die dir dann ganz freundlich gesagt hat, Rainer, es tut mir leid und ich mag dich, aber ich habe einen Freund und auf romantische oder sexuelle Ebene wird bei uns nichts laufen. Wo du sofort beleidigend geworden bist und danach im Stream gesagt hast, ja, die Alte, die hätte ich nicht mal gefickt, wenn sie mich dafür bezahlt hätte.
Und jetzt sollen wir dir glauben, dass du was von einer Frau wolltest, die dich abgewiesen hat, mit der sich danach eine Freundschaft entwickelt hat. Ja, genau. So wird das gelaufen sein. Die hat sich dann irgendwann auch verlaufen, wie vieles andere. Aber Die hat sich verlaufen, Alter. Was war denn das? Die Hexe aus dem Wizard vom Oz oder was? Hast versehentlich ein Glas Wasser drüber geschüttet, oder? Dann hat sie sich verlaufen auf dem Boden. Oder ist Lülülü und sie ist doch ausdenken. so im Allgemeinen muss ich sagen, es ist für mich immer so in meinem Kopf, wenn ich eine Frau sehe, vor allem wenn ich, Wenn du eine Frau siehst, ist in deinem Kopf überhaupt nichts mehr. Blut geht komplett in die Körpermitte bei dir. Wenn du eine Frau siehst. Da ist nicht einmal die 3 Tropfen Blut, die man braucht, um deinen scheiß Spatzenhirn zu versorgen. Nicht einmal die sind mehr in deinem Oberstübchen. Da ist vollkommene Leere. Da fliegen so diese Western Dornballen fliegen da durchs Oberstübchen. Weil du bloß nur aus der Körpermitte rausdenkst. es gibt ja dieses typische Klischee, besonders schöne Frauen werden extrem selten angesprochen. Das stimmt nicht, das ist Bullshit. Besonders schöne Frauen werden besonders oft angesprochen. Weil sie eben so schön sind und die meisten dann zwar große Fresse, aber nichts in der Hose haben, um sie anzusprechen. Weil sie sich nicht trauen. Ja, das ist ein Klischee, das so nicht existiert, Rainer. So. Und dann denke ich mir halt so, ja, das mag sein, vielleicht stimmt's, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich jetzt da hingehe und mit der spreche oder so, ja, ich habe ja dann immer Schiss, dass ich irgendwas Falsches mache oder vielleicht gleich zu extrem rüberkomme oder sonst was. Nein. Monster, oder? Dass du vielleicht ein bisschen zu extrem rüberkommst, wenn es nach kürzester Zeit irgendwie einen Sexurlaub oder in die Sauna gehen vorschlagst und dann nach nicht einmal 10 Nachrichten schon das erste Pimmelbild durch den Äther fliegt. Monster, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Ich weiß ja nicht. Und deswegen lasse ich es dann meistens auch. Oder ich lasse es auch deswegen, weil ich mir halt denke, die wird bestimmt von so vielen Typen angequatscht, dass die mit Sicherheit gar keinen Bock mehr drauf hat, von Typen angequatscht zu werden. Manche Frauen stehen drauf, manche stehen nicht drauf, manche handeln so, Männer auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der heutigen Zeit, und das war ja letzten Endes der Gedanke von meinem Video, Letzten Endes! in der heutigen Zeit wollen Frauen, emanzipierte Frauen, Gleichberechtigung mit allem drum und dran. Ja, vor allem wollen die aber keinen arbeitslosen 250-Kilo-Typen, der sich seit 3 Wochen nicht mehr quatschen hat und seit 3 Wochen dieselben scheiß Klamotten hat und Wechselunterhosen dabei hat, der obdachlos ist. Den wollen die vor allem nicht. Dann gibt es aber sehr viele Frauen, die dafür sind mit der Emanzipation, aber nicht bereit sind, zum Beispiel einen Typen anzusprechen. Wo ich mir dann oft so denke, weißt du, ich sitze da, zum Beispiel neulich im Zug, wo ich im Zug gesessen war, wo ich wohin gefahren bin. Wie gesagt, das ist halt ganz normale Evolution. Ja, das ist bei den meisten Spezies so, das Männchen muss ums Weibchen poolen, weil das Weibchen entscheidet, ob es sich vorgepflanzt wird oder nicht. Und das ist halt, egal wie weit unsere Zivilisation ist, das ist halt immer noch so drin. Und deswegen läuft es so. Da kannst du jetzt darüber lamentieren und heulen und plärren, wie du lustig bist. Aber da wird sich nichts dran ändern. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hin war. Ich glaube, nach Nürnberg sitze ich im Zug und es sitzt ein Mädel schräg gegenüber, so 2 Sitze weiter vorne und mir schräg gegenüber und schaut mich so an. Kamen so ein paar Typen, die mich dumm angelabert haben, wollten mir dann mal Fotos und keine Ahnung. Und ja, gut, macht man halt so sein Ding. Wieder Lügengeschichte. Oh, das Gesicht. 100%ig Lügengeschichte. 100%ig. Dann grinst sie mich schon so süß an, ne? Und ich denke mir so, ey Mädel, ne? Wäre schon cool, ne? Wenn du jetzt kommen würdest, ne, könnte man vielleicht ein bisschen ein Gespräch in Gang bringen. Aber für mich ist es so, wenn ich jetzt da hingehe, zumal in meiner Situation ist es noch doppelt schlimm, weil wenn ich da hingehe in der Situation, Rainer, du gehst nicht, du wongelst. dann, oh, bist du bekannt und so, ne? Und dann versucht man ja wieder dann kommt man gleich mit dem Klischee, oh ja, der will jetzt mit seinem Fame ein Mädel abschleppen, so. Ja, und auf die Idee da der Rainer überhaupt nicht kommen. Also hätte die
Geschichte tatsächlich so stattgefunden. Was wir wissen, ist so Geschichten aus dem Palanergarten wieder. Ja, und Rainer würde da tatsächlich hingehen und die ansprechen. Wäre das zweite oder dritte, was er sagen darf, wäre Kugel mal Drachenlord. Und du kannst mal bitte einblasen. Ne? Kompletter Horse-Shit. Ungefähr, ne? Oder der will mich jetzt abschleppen, indem er so sagt, der ist so berühmt und so. Dabei steht sie vielleicht gar nicht drauf. Und das macht es für mich ja dann nochmal doppelt schwer, weil ich mir gedacht habe, weißt du, eigentlich, wenn sowas ist, könnte sie doch auch mich ansprechen. Man muss doch nicht immer die Frau ansprechen, vor allem heutzutage nicht. Ich kann doch auch die Frau den Mann ansprechen, aber ich hab schon wirklich mit vielen Frauen zu tun gehabt. Ich habe noch nie von einer Frau gehört, dass sie einen Typen anspricht. Im Gegenteil. Mich hat tatsächlich, klar, als Mann kommt es nicht so oft vor, aber ich bin auch schon ein paar Mal offensiv von Frauen angebaggert worden. Einmal auf dem Festival, einmal auf einem normalen Konzert und einmal in der Kneipe. Ist mir schon mal passiert, aber da war ja natürlich irgendwie keine Ahnung. Ja. Da war ich nur jung und knackig. Aber es kommt vor. Bei so jemandem wie er kommt es nicht vor, aber kann schon passieren. Früher so mit meiner Schwester und mit meinen Freunden, so wenn wir unterwegs waren und da Mädels dabei waren ja von Freunden auch mal Freundinnen dabei, die jetzt nicht zusammen waren mit jemandem, aber die eben dann da an der Bar gesessen waren oder bei uns in der Gruppe. Und Rainer, das hat die ja nicht gestört, wenn die mit irgendjemandem beieinander gewesen wären. Sei doch ehrlich. da kommt halt so ein Typ und er schaut sie an und sie schaut ihn an und sie so, der würde mir ja schon gefallen. Da habe ich gesagt, geh halt hin und sprich ihn an. Nee, wenn er mich anspricht, dann ja, wenn nein, dann nicht. Hä, was? Geh halt hin, wenn er dir gefällt. Ne? Vielleicht wird was draus, vielleicht auch nicht. Da ist jetzt Rainer versetzt sich wieder in die Gehirne der Frauen. Der große Frauenversteher Lord und erzählt da wieder, das ist wieder das ist hier die Antwort auf die Träume wieder. Kompletter Arschshit. Fett aus dem Arschgebirge gezogen. Finde ich halt schade, weil als Mann, vor allem in der Emanzipation, heißt es immer so, ja. Rainer, du wirst nicht deswegen nicht angesprochen, weil du ein Mann bist, sondern weil du ein fetter Dirnenspross bist. Deswegen wirst du nicht angesprochen. Ich bin ja voll dafür, dass Frauen gleichberechtigt zu behandelt werden. Aber dann gleich hergehen und halt eben sich darüber beschweren und dann aber selber nicht aktiv werden. Sowas Ja. finde ich halt ein bisschen lächerlich, weißt du? Leute, wir haben jetzt 1,5 Stunden Video. Ich finde es gerade auch ein bisschen anstrengend. Ich schaue mal, wir haben jetzt die erste halbe Stunde von diesem unsäglichen Stream hinter uns. Ich schreibe mir jetzt mal kurz die Zeit auf, damit ich es beim nächsten Mal weiß, wo wir Pause gemacht haben, aber ich mache jetzt Pause. Ich schau mal, vielleicht kommt noch anständige Zusammenfassung von dem Stream, was halt natürlich schwierig ist, weil Winklers Liste seinen Betrieb eingestellt hat. Es ist definitiv ihr gutes Recht, aber es ist halt schade für Content Creator wie mich, also das heißt Content Creator, Reaction Kasper, sagen wir mal ehrlich, wie mich ist das halt schon schade, weil die natürlich so einen 1 Stunde 48, 49 Minuten Stream halt auf die relevanten 30 Minuten runtergeschnitten haben. Und da kommt jetzt, glaube ich, wirklich auch nur also keine Ahnung. Jetzt hat er sie mit anderen Dulli da im Gespräch festgefahren und jetzt kommt wahrscheinlich erst einmal nur ein Haufen Scheiße. Deswegen machen wir jetzt da mal kurz Pause. Wenn eine Zusammenfassung kommt, schaue ich mir das dann nochmal an. Ansonsten, wenn ich die nächsten Tage mal wieder Bock habe, machen wir dann weiter. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, wo wir jetzt gerade stehen geblieben sind. Sollten wir hier mit dem Ding weitermachen. Quasi, wo der anfangen soll. Und dann bleibt mir nicht viel anderes zum Sagen, als tut nicht, was Rainer tut, vor allem nicht, wenn es ums Frauen ansprechen geht.
Oder den ganzen anderen Käse, den er jetzt vorhin verzapft hat. Ey, lasst euren Scheiß nicht irgendwo in der Walachei liegen. Rammt das weg, irgendwie, vor allem der scheiß Rewe, wenn 100 Meter weiter weg ist, dann nimm mir halt die Fertignudelverpackung und schmeißt die halt da weg. Jeder Supermarkt hat auf dem Parkplatz irgendwo eine Mülltonne, da Haus ist dann da halt, aber also tut nicht, was Rainer tut. Und Medloff.